Den nächsten ass een ganz herzliche Merci und als Rapportrice, der als de Projekt ganz gut präsentiert huet, noch an all die beim Projekt matgeholle vun der selbstverständlich auch der Willows-Initiative an andere begeisterte Leute an dem Bereich. Ich meine, dem man hun ganz interessante Projekt leiien. Pur Bemerkungen aber. Et muss awer wëssen a wé engem Exerzismus ha befannen. Et das secher an der Motivationun ha vum Projekt de loi gesot gin, dat wär dann fir eng Infrastruktur ze mechen, dat de kann die Kurzdistanzen dom Wëllerréckle, Trajet, Domicil, de Travail, Kursmenagère an so weiter an so virun. Dat ass awer net den Exerzis an dem man ha wirklich sinn. Ich meine, die Velospisten, die geplant sind, dat sind Pisten, die durch das Land gehen, dat wie die manste Leute sind, dat de W op derbecht oder de W bis an Epicerie oder de W bis an Kräch, dat is een anderen Exerzis. Wat man ha merken, dat das sech eng Verbesserung von der sportlicher an der touristischer Infrastruktur vom Land. Da gëtt secher, aber dat mechte klenge Prozentsatz aus vun denen Tragéen, die wirklich kënne remplacéiert gi, wann Leiit mo ins Auto hoelen hunn se ein Auto aus Sicherheitsgründen, wann se mat Kanneren erwe sinn, sollen vielleicht doch für einfach Verkehrssituation überhaupt mit geegen, dass wir de Willow zu holen, sollen noch wenn es dem schlechte Wetter. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass wir ganz viel Kurse lo heute die neue Willows-Pisten den Auto werden ersetzen. Aber ich meine, das hindert nicht so, dass wir es d'accord erklären, dass Willows-Pisten hier im Land ausgebaut gehen, das ist eine richtige Initiative. Man muss wissen, für was den möchte. Wenn ihr seht, dass ganz klar auch eine Verbesserung der sportlichen und touristischen Infrastrukturen, dann ist das auch, das muss ein Gesamtkonzept sein. Das ist erstens mal klar, an der das schon gesagt geht, wie bei allen schon gesagt geht, dass mit der Beschilderung auf den Strecken ganz wichtig ist, dass Guiden existieren, dass auch international U-Bahnung von denen Pisten existiert, wie das auch können touristisch wirklich benutzt gehen. Den Blick ist es wirklich ein Plus für uns alle Gura, noch für den Tourismus hier im Land. Das Zweite, was man will so, als das bei neuen Straßen von Ufang an soll auch Velospiste mat angerechnet gehen an Prise noch direkt sollte geholt gehen für zu ermöglichen, nicht notrechtlich müssten da Pisten dann zu bauen. Der Dritte ist, da den soll gucken, für sicher Velospisten zu machen, als sicher Velospisten hecht auch bei den kleineren als Sicherheitsmaßnahmen, die Landpiste getroffen gehen, kein gefährlich Vierrichtungen abzurichten. Heierst du, wenn dem am Velo NRW ist, da frieden sich, ob es nicht ganz gefährlich wäre, ob verschiedene kleineren zu fallen, der Valoland Velospisten existieren. Wir wollten auch insistieren, dass wenn es schon wer ging, die können benutzt gehen. Landstraßen, also die Chemin forestier, ruraux, vicinaux, die kleinen Wehr, die es gibt, dass die sollte benutzt gehen, wie sie zu Velostrecken auszubauen oder umzubauen, und nicht, dass wenn es schon Wehr gibt, wie dann noch einen zweiten daneben zu bauen. Ich meine, auch das ist eine rationale Nutzung, den Blick von der Landschaft, muss darauf abgepasst gehen. Wir gingen noch dann rekommandieren, dass man die gefährlichen Sachen, die am Blick existieren, überprüfen, wie zum Beispiel die Erlaubnis, dass Veloe keine Gegenfahrrichtung auf Straße rauffahren. Wir haben da ein paar Plätze am Land, und das für den Autofahrer wie den Velosfahrer ein ganz desagréable Surprise, wenn an eine gefährliche Situation rangerät, wenn ein Keier gefahren könnte oder so. Das sind Entwicklungen, die an den letzten Jahren geholt gesehen, und ich meine, das sollten wir überprüfen. Es sind rund 5% von den schwer Verletzten oder von den Todesschäden sind mal am Velosfahrer oder Fußgänger gelebt. Ja, man bestimmt doch darin, so nicht, dass sie alle gut. Gut, wir diskutieren das, Herr Minister. Auf jeden Fall mein Argument, und dazu streiten wir nicht mal über die 5%. Mein Argument ist, dass es gefährlich ist, für Velosfahrer in der Gegenrichtung zu zirkulieren, und dafür bitten sich das zu überprüfen, weil das, wie gesagt, auch bei dem Prozentsatz, bei den Todesschäden oder schwer Verletzten, die Velofahrer sind, wahrscheinlich eng von den Ursachen. Dann, Selbst müssen da gucken, wenn dir an Ihrem Projet de loi de Réseau beschreibt, Herr Minister, den Réseau beschreibt, den er will bauen, dann stellt sich aber vor vom Gesamtkostenpunkt. Wir haben an dem Projet de loi nicht gesehen, wie der Gesamtkostenpunkt sich zusammensetzt, wie heiche belebt, und mir wäre ganz froh, von ihr Erklärungen zu hören, wie da den Projekt gibt, an welchem Zeitraum das soll realisiert gehen. Genauso wären wir auch froh gewesen, wenn es möglich gewesen wäre, für die Gemenge wie weit entgegenzukommen für die Subventionierungen, die vorgesehen sind.
Dann vielleicht noch Kommentar über den Zustand von der Velospisten. Das ja hier, wo ein paar Vierredner gesagt gehen, wie Zuständigkeiten verteilt sind zwischen den Gemengen an dem Staat, was die Velospisten nur geht. Es scheint uns aber wichtig zu sehen, weil wir wissen ja, ich meine, die Leute, die Velo fahren, wissen nicht ganz gut, dass verschiedene Gemengen sich nicht ganz intensiv mit der Instandhaltung von der Velospiste beschäftigen. Dafür ist es wichtig, ein Modus vivendi zu finden zwischen den Pont et Chaussee an den Gemengen für zu gucken, wie in der Doka wirklich gerieren. Weil wenn wir wollen touristische Natur und eben die sportliche Natur aus den Piste machen, müssen sie an einem guten Zustand bleiben. Voilà, das waren von unserer Seite aus noch ein paar Bemerkungen zu dem Projekt. Mit das gesagt, gehen wir auch ganz gerne den Akkord von der ADR durch.